Predigt. Das Thema Endzeit. Fragezeichen. Sind wir in der Endzeit? Oder noch nicht ganz? Oder hat es schon lange angefangen? Oder es hat der ganze Coronavirus mit dem zu tun, all die Massnahmen und die globalen Veränderungen? Sind wir in der Endzeit? Ich weiss nicht, ob das eine Frage ist, die dich beschäftigt in deinem Alltag. Es ist offensichtlich eine Frage, die viele Christen und auch Nicht-Christen beschäftigen in ihrem Leben. Man hört immer wieder die Frage, wie geht es mit dieser Welt weiter? Wo sind wir heute? Wo führt das eigentlich an? Ist jetzt das irgendwie der Schluss, wo wir uns darauf vorbereiten? Oder geht es noch Tausende von Jahren so weiter? Interessant auch, dass die Frage nicht nur uns heute beschäftigt, sondern Christen und die Menschen immer wieder beschäftigt hat, auch in der Vergangenheit, in den letzten paar tausenden Jahren. Und interessant auch, dass das eine Frage ist, die schon die Jünger beschäftigt hat, zu der Zeit, wo Jesus noch dort war. Manchmal wünschen wir uns doch, wir könnten so kommen und sagen, hey Jesus, diese Frage interessiert mich jetzt. Was meinst du da dazu? Und dann tut er uns irgendwie ein E-Mail schreiben oder was auch immer und dort genau auflisten, was er dazu meint. Und die Jünger haben das ja machen. Die können zu Jesus kommen und ihm ihre Fragen stellen. Und gerade zum Thema Endzeit haben sie das auch gemacht. Und Jesus hat den Jüngern dann nicht ein E-Mail geschrieben, sondern er hat mit ihnen selber das Thema besprochen. Und die haben sich das gemerkt. Und sie haben es angefangen aufzuschreiben. Und wir können heute lesen, was Jesus da mit seinen Jüngern besprochen hat, genau zu dieser Frage. Und das wollen wir auch machen miteinander. Wir wollen miteinander in ein Kapitel hineinschauen, in Matthäus 24 in der Bibel. Und wollen schauen, wie dort Jesus auf die Jünger eingeht, die genau mit dieser Frage zu ihm kommen. Und wir merken in der Bibel, in Matthäus, das Kapitel 25 ist dann, wo genau um das Thema geht. Es hat ein gewisses, grosses Gewicht innerhalb von diesen Überlieferungen, von den Evangelien. Und es ist etwas, was Jesus offensichtlich auf dem Herz gelegen ist, um seinen Nachfolgern mitzugeben. Und darum lohnt es sich, wenn wir uns immer wieder Gedanken darüber machen. Also die Bibel dabei haben, machen sie auf im Kapitel 24. Wir wollen miteinander da eintauchen. Es ist eine interessante Situation, wo sich Jesus mit seinen Jüngern da befindet. Wir machen eine kleine Weltreise zurück. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, so von Jerusalem, von dem Tempelbezirk, wie es heute aussieht, mit den muslimischen Heiligtümern, die da auf dem Tempelberg oben stehen. Und wir machen miteinander eine kurze Zeitreise zurück in die Vergangenheit, so wie das damals könnte ausgesehen haben auf dem Tempelberg. Wir lesen in Matthäus 24, wie Jesus mit den Menschen unterwegs ist, also noch vorher, wie er im Tempel ist. Etwa so könnte das ausgesehen haben. Der herodianische Tempel zu der damaligen Zeit war sehr ein prunkvoller Bau. Die Leute waren sehr stolz. Wir lesen, wie Jesus auf Jerusalem hineingezogen ist und wie die Leute ihn gefeiert haben, wie sie gerufen haben, Hosianna, der König kommt. Die haben das Gefühl gehabt, jetzt passiert etwas. Es war eine sehr angespannte Zeit. Es hat irgendwie gebrodelt. Jesus ist aber nachher nicht zum Pilatus gegangen, in einen Regierungsbezirk und hat irgendwie einen Volksaufstand angezettelt oder so, sondern er ist in den Tempel gegangen. Er ist in das Bauwerk hineingegangen. Als erstes hat er die rausgejagt, die dort ihre Geschäfte gemacht haben. Dann hat er viel mit den Leuten diskutiert. Er hat Menschen geheilt. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten sind die. Manchmal haben sie beobachtet aus der hinteren Reihe und gesagt, nein, den Jesus, den müssen wir wegbringen. Und manchmal sind sie vorgekommen und haben mit ihm diskutiert und haben ihm Fragen gestellt. Und dann am Abend ist Jesus mit seinen Jüngern von dort weggegangen, Richtung Ölberg. Das ist jetzt so die Perspektive, wo man da drauf anschaut, vom Ölberg her. Und in Matthäus 24 sagen die Jünger zu Jesus, hey Jesus, schau mal den wunderbaren Tempel an. Stell mir vor, so in der Abendsonne, einiges von der Fassade war mit Gold überzogen, wie das glänzt hat. Und die haben übergeschaut zu dem fantastischen Bauwerk. Und Jesus hat ihnen als Antwort gegeben, ja, von dem Tempel wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und man spürt auch die Jünger mit, dass sie das interessiert. Jesus, wie wird das gehen? Wann wirst du dich als König zeigen in dieser Welt? Wieso redest du, Jesus, davon, dass der Tempel zerstört wird? Dass du aber der König bist von dieser Welt? Ein neuer Tempel, wie geht das ganz genau? Und das ist die Stelle, wo wir miteinander einsteigen, ins Kapitel 24. Und zwar im Vers 3. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen:
Sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Ich stelle mir vor, wie sie da allein sind mit Jesus auf dem Ölberg. Sie sind angesessen, sie haben die Fragen bewegt und sie sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, Jesus, wann ist das so? Wann ist die Vollendung von dem Zeitalter? Wann wirst du dich zeigen als König? Was ist das Zeichen deiner Ankunft? Ankunft, das Wort, das da gebraucht wird. Die Jünger haben damit verstanden, der Moment, wenn der Messias, wenn er sein Königreich auf dieser Welt wird aufrichten. Ich weiß nicht, was sie da im Kopf gehabt haben, dass Jesus eben zum Pilatus, ins Regierungsbezirk geht von Jerusalem und dort mal auf den Tisch klopft und die Römer rausschießt und das neue Israel sich irgendwie in der Welt verbreitet. Oder irgendwelche Vorstellungen haben sie gehabt und sie haben gesagt, Jesus, wann ist das so weit? Und jetzt sitzen wir heute da, rund 2000 Jahre später, und bewegen immer noch die gleiche Frage. Jesus, wann ist es so weit, dass du kommst und deine Königsherrschaft in dieser Welt aufrichtest? Nicht nur in der Gemeinde, nicht nur bei deinen Nachfolgern, sondern sichtbar in der ganzen Welt. Und die zweite spannende Frage, die die Jünger da stellen, was sind die Zeichen dafür? Und Jesus ist recht cool, er geht sehr genau auf die Fragen der Jünger ein. Das sind die zwei Fragen, die sie ihm stellen. Wann und was sind Zeichen? Und Jesus tut über diese Sachen zu ihnen reden. Und es ist ganz spannend, Jesus redet zu den Jüngern in der damaligen Zeit und trotzdem hat er etwas vor Augen. Das beinhaltet Tausende von Jahren. Also es ist eine riesige Zeitspanne und sagt gewisse Sachen in dem Text, wo er zu ihnen ganz direkt in dem Moment ihnen sagt, sagt gewisse Sachen, die er ihnen sagt, die für uns heute eine grosse Bedeutung haben und sagt gewisse Sachen, die Jesus sagt, die aufs Ende, auf die Zeit, auf die Endzeit eben hinweisen. Also das ist mal das Erste, wo wir uns bewusst sind, wenn wir in dem Text sind, zu diesen Fragen von uns und den Jüngern. Vom Kreuz hat Jesus damals schon viel geredet, aber es ist noch nicht ganz bevorgestanden. Jesus ist dann in den Himmel gegangen. Er ist da immer noch in der Welt gegenwärtig, in denen, die ihn glauben. Und irgendwann wird er wiederkommen und seine Königsherrschaft aufrichten. Und jetzt, was ist da zwischen ihnen? Wie passiert das? Was sind die Zeichen, die da vorkommen? Und Jesus redet da verschiedene Sachen zu seinen Jüngern. Sehr eindringlich, weil ich glaube, es ist ihm sehr wichtig, dass seine Nachfolger wissen, was passiert, wie sich das abspielt, was da vor sich geht. Weil er will, dass sie vorbereitet sind. Und das ist auch mein Wunsch, dass wir miteinander vorbereitet sind für das, was Jesus uns zeigt, in diesen paar Versen, was er uns offenbart, was auch nicht. Und dass er zu uns das kann reden, was er auf dem Herzen hat. Und dafür möchte ich auch beten. Danke, Jesus, dass du weißt, was uns Menschen für Fragen bewegen. Vielleicht sind es gerade die Fragen, die die Jünger damals gestellt haben. Vielleicht haben wir auch ganz andere Fragen. Aber wir dürfen mit denen zu dir kommen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns jetzt in dem Moment, egal ob wir da vor Ort sind oder ob wir daheim sind auf dem Sofa, dass du uns ein offenes Herz schenkst. Dass du uns das kannst sagen, was du willst. Amen. Das ist ja das Wunderbare bei Jesus. Manchmal sagt er dem, der neben dir sitzt, etwas ganz anderes als dir selber. Aber es ist genau das Richtige. Und das ist auch unsere Haltung, wo wir miteinander durch den Text durchgehen. Was, Jesus, willst du mir zu dem sagen? Also die Jünger fragen da am Abend, ich stelle mir vor, wie sie dort sitzen, vielleicht mit ein paar Fladenbrot, Oliven, Feigen haben und dann noch das Nachtessen miteinander, schauen zu dem Tempel über. Jesus, was passiert denn da? Und er redet zu ihnen. Ganz direkt, ganz unmittelbar. Und es hat ein grosses Ziel von dem Text. Und das ist der Moment. Das ist der Moment, wo Jesus wiederkommt und sein Königreich sichtbar auf dieser ganzen Welt wird aufrichten. Das Königreich von Frieden und von Freude und von Ruhe und von Gerechtigkeit. Ein wunderbarer Moment. Aber es fängt an einem anderen Ort an. Wir lesen Vers 4 bis 5. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen.
Ich finde interessant, dass das allererste, wo Jesus darauf eingeht, vielleicht ist das immer das Wichtigste gewesen, ist, dass er sagt, hey, passt auf, dass ihr nicht verführt werdet. Ich glaube, das ist ein Thema, das ist bis heute für uns mega wichtig. Passt auf, dass ihr nicht verführt werdet. Jesus sagt, es wird ganz viele geben, die als falsche Christusse werden auftreten. Das Wort, das da gebraucht wird, Pseudo-Christus, also so Pseudo-Christusse. Die sagen, sie seien von Gott geschickt, um irgendwie eine Rettung zu bringen, in welcher Form auch immer. Und für die sich auskennen in der Bibel, die Offenbarungen kennen, die andere Textstellen kennen, wir merken, schon zu der Zeit von Jesus sind verschiedene so Pseudo-Christusse auftreten, falsche Christusse. Und es wird hinführen zu dem Moment, wo der Antichrist, wo davon geredet wird, also Pseudo-Christus, Antichrist, etwas, was sehr nah zusammenhängt, wo quasi dann der Zielpunkt von dem ist, dass das zu dem anführt. Wir merken schon da bei dem Punkt, dass Jesus von Sachen redet, die schon zu der damaligen Zeit angefangen haben und wo wie eine Kette sich durch die Jahrtausende durchziehen, wo eine Dynamik entfaltet, wo sich zuspitzt auf ein gewisses Ereignis an. Also die erste Warnung, interessant, lasst euch nicht verführen. Das ist das Wichtigste, was Jesus sagt. Aber das Spannende auch gerade so in diesen Versen rein, es hat eine ganz konkrete Aufforderung an die Jünger. Seht zu, dass euch niemand verführt. Also seht zu, passet auf, hebt Acht. Das Erste, was Jesus sagt, was die Jünger machen sollen, ist, sind achtsam. Glauben nicht einfach alles, was man hört irgendwo oder was irgendwer auf YouTube, Instagram oder wo auch immer erzählt, sondern schaut genau an, es prüfen, nehmt die Bibel in die Hand, schaut, was dort steht. Stimmt das? Stimmt es nicht? Ich finde es mega cool, alle, die auch mit der Bibel mitlesen, die Hei oder da, oder die selber nachher noch nachschlagen, wie heisst das da genau in Matthäus 24? Man sollte schauen, was da steht und nicht einfach leichtgläubig alles glauben. Also seht zu, passt auf. Wir lesen weiter. Vers 6 bis 8. Nächster Abschnitt. Ihr werdet aber von Kriegen und von Kriegsgerüchten hören. Seht zu und erschreckt nicht. Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Also Jesus scheint seine Jünger da auf etwas vorzubereiten, das einen langen Atem braucht. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist erst der Anfang der Wehen. Interessantes Bild. Wehe, Geburt. Spannend. Also Jesus fängt da verschiedene Zeichen aufzuzählen. Er sagt zuerst, ein Zeichen ist von der Endzeit, dass es Verführung wird geben, die sich zuspitzt. Das nächste Zeichen ist, es wird Kriege geben, Kriege in der Welt. Wir könnten jetzt da ganz viele Kriege aufzählen. Manchmal denken wir, es ist schon weit weg da mit den Weltkriegen. Wir leben in einem Zeitalter vom absoluten Frieden oder so, aber Kriege sind gar nicht weit weg. Der Kosovo-Krieg ist 20 Jahre her, ukrainische Grenzkonflikt oder Syrien, Libyen und all die Kriegskonflikte, die es heutzutage gibt. Also da muss man gar nicht weit suchen. Ich habe schnell nachgeschaut, das Zeichen der Flüchtlinge, die unterwegs sind, das sieht man manchmal, wie das ist mit den Kriegen. Man muss sich vorstellen, dass heutzutage 80 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Das ist 10-mal so viele Leute wie in der Schweiz wohnen. Also 10 Schweizer, die flüchten müssen. Das hat sich verdoppelt in den letzten 20 Jahren. Es geht manchmal auf, es geht manchmal runter. Aber es ist ein Zeichen, wo man sagen muss, ja, da kann sich gut sein, dass sich das zuspitzt. Es wird auch von Hungersnöten berichtet. Die Weltgesundheitsorganisation, die sagt, es hat sich verbessert in den letzten Jahren. Und trotzdem gibt es auf der ganzen Welt 690 Millionen Menschen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. 690 Millionen Menschen, die unterernährt sind. Manchmal merkt man das in unserer wohlstandsverwöhnten Schweiz gar nicht. Ich denke an Afrika, letztes Jahr, die riesigen Heuschreckenplagen, die ganze Landstriche kahl gefressen haben, wo eine kleine Notiz war in der Zeitung. Manchmal hat man noch ein Bild gesehen. Hungersnöte, wo werden sie in dieser Welt? Das nächste Zeichen, das Jesus erwähnt, Erdbeben. Da kann man sich wirklich so irdische Beben vorstellen, aber auch Erschütterungen, die sonst stattfinden in dieser Welt, wo gewisse Bereiche, vielleicht die Wirtschaft oder andere, erschüttert werden. Und Jesus sagt, interessant, auch in diesen Versen, seht zu und erschreckt nicht. Also mit anderen Worten,
Die Situation, wenn man in die Welt hineinschaut, vielleicht jetzt auch mit dem Coronavirus, so globale Zeug, die über die Welt hinwegzieht, Kriege, die kommen, Hungersnöte, all die Sachen. Erschreckt nicht. Seht zu. Das muss man nicht so verstehen, ja, hängt auf dem Sofa und schaut diesen Sachen einfach ein bisschen zu. Sondern passt auf. Wenn ihr es seht, achtet euch darauf. Und dann verschreckt nicht. Weil es gehört dazu. Das ist noch nicht der Schluss. Es muss passieren. Es gibt so ein Auf und Ab. Aber es muss uns nicht beunruhigen. Jesus hat das schon weit vorausgesehen. Er hat es uns gesagt. Er hat uns gesagt, passt auf die Sachen auf. Es wird kommen und erschreckt nicht. Also gewissermaßen dürfen wir gelassen sein und sagen, ja Jesus, ich sehe so viel, was du gesagt hast. Und danke, dass das deinen Plan nicht durcheinander bringt. Danke, dass das auf ein Ziel hingeht. Danke, dass das nicht alles durcheinander bringt, meinen ganzen Glauben verrütteln lässt, sondern dass du eine Konstante bist, die über dem steht. Und das Bild, das da Jesus auch bringt, das finde ich so etwas absolut Faszinierendes. Er sagt, das ist erst der Anfang der Wehen. Also wenn ich das da in die Grafik integriere, alle, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben oder selber ein Kind bekommen haben, die wissen, dass die Wehen, die fangen immer so an. Da sind am Anfang kommen sie wenig und sind noch ein bisschen weit auseinander und dann werden sie irgendwann stärker und am Schluss werden sie immer stärker und näher. Das ist das Bild der Wehen. Also ich weiss noch, wo unser erster Sohn im Anmarsch war. Das ist meine Frau hochschwanger und da haben wir uns vorbereitet auf die Geburt. Auf genau den Moment der Wehe. Oder? So ganz praktisch. Und dann macht man so Geburtsvorbereitungskurs. Ehevorbereitungskurs sind auch sehr gut. Man tut sich vorbereiten auf die Situation, dass man weiß, was kommt dort. Weil plötzlich ist man mit drin und es rüttelt und schüttelt und man weiß es nicht mehr und es hat Schmerzen, Zeug und Sachen. Und dann weiß man, das gehört dazu. Es ist gut, das muss alles passieren. Das ist super, das hilft dem ganzen Prozess. Und das ist genau das, was Jesus macht. Er sagt, hey, das gehört dazu, es gibt Schmerz, es gibt Auf und Ab und hin und her und Zeug und Sachen. Aber es ist wichtig. Es gehört dazu, weil es führt nachher nirgends an. Und ich weiss noch, als wir da in dem Vorbereitungskurs waren, dann hat man angefangen, über die verschiedenen Phasen der Geburt zu reden. Dann ist zuerst da die Eröffnungsphase. Dann fängt es langsam an, der Muttermund muss sich öffnen, die Wehen kommen, die grossen Abstände immer kürzer, es wird immer heftiger, das kann sehr lang gehen. Und dann sagt er, okay, interessant, ja. Meine Frau hat wahrscheinlich auch gedacht, okay, interessant. Ja. Und dann nachher, das nächste Phase ist die Austreibungsphase. Also, als ich das Wort gehört habe, dachte ich, meine Zeit, was ist denn da? Austreibungsphase? Hey, es klingt nicht so romantisch, ehrlich gesagt. Es klingt eher heftig und fast ein bisschen brutal. Und dann man sich damit auseinandersetzt, sagt, boah, das ist sehr intensiv. Und es ist aber noch interessant, wenn man sich trotzdem auf den Moment vorbereitet von der Geburt. Man hat das im Kopf, all die Wehen, die werden kommen, all der Schmerz, der damit verbunden ist. Aber man hat etwas noch viel, viel mehr im Kopf. Etwas ist noch viel, viel mehr im Vordergrund. Nämlich die Geburt. Die Geburt von dem Baby, das irgendwann wird auf die Welt kommen. Wenn Jesus sagt, das Ganze ist wie Wehe, dann ist etwas noch viel, viel mehr im Vordergrund. Nämlich die Geburt von dieser neuen Welt. Wo Jesus wird kommen und sein Königreich wird aufrichten auf dieser Welt. Wenn Jesus uns da erzählt von diesen Wehen, die werden kommen, die immer heftiger werden, die auf und ab gehen, ich glaube, das ist ein super Bild. Ich weiss nicht, wie du dich im Moment fühlst. Gerade jetzt mit dem ganzen Coronavirus. Für die einen Leute ist das eine schöne Zeit. Die fühlen sich eher so in einer Entspannungsphase zwischen ihnen. Es ist alles ein bisschen ruhiger geworden, man hat endlich Zeit, man kann ein bisschen spazieren und so weiter. Für andere kann das aber ein recht schmerzvoller Moment sein, wo man Sachen verliert, wo man Sachen loslassen muss, wo rüttelt am Leben. Es geht auf und ab. Es wird intensiver, es spitzt sich zu, aber es zielt auf ein Ereignis hin. Wenn Jesus wird wieder kommen in die Welt hinein und sein Reich wird aufrichten von Frieden und Gerechtigkeit. Was für ein wunderbarer Moment, wenn eine neue Geburt entsteht. Wenn Jesus das Bild da bringt von dieser
von der Wehe, dann müssen wir das im Hinterkopf haben. Das ist ein Teil, da muss man weit durchgehen, dass etwas Neues kann geboren werden kann. Es wird nicht als etwas Positives beschrieben, auch nicht als etwas Negatives. Aber es wird als etwas beschrieben, wo dann im Vergleich zu dem, wo wir kommen, eher nebensächlich ist. Aber ich kann euch also sagen, wo wir dann im Spital waren, wo es losgegangen ist, da mitten in den Wehen rein, das ist also recht im Vordergrund gestanden. Da hat es also recht gerüttelt und geschüttelt. Und ich bin also froh gewesen, bin ich ein Mann in dem Moment. Es kann im Moment in sich sehr heftig, schmerzhaft, weltbewegend anfühlen. Und wie wichtig ist, dass wir dann den Fokus haben. Da kommt etwas hinten dran, das noch viel grösser, noch viel wertvoller, viel wichtiger ist. Eine neue Geburt, eine neue Schöpfung, eine neue Welt. Jesus, der wird kommen, neues Leben quasi, wie in einer Geburt, neues Leben. Jesus, der in die Welt hineinkommt und sichtbar da wird sein. Was für ein schönes Bild. Aber Jesus redet weiter von diesen Wehen. Wir lesen Vers 9 bis 14. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium des Reichs wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Dann ist Geburt da. Dann ist das Ziel endlich erreicht. Also Jesus redet da von anderen Zeichen, die werden sein. Er greift wieder auf Christenverfolgung, die sich zuspitzt, die Globalität. Es wird auf allen Völkern in der ganzen Welt sein. Ich kann mir vorstellen, wie die Jünger da gehockt sind, auf dem Ölberg rübergeschaut haben zum Tempel. Vielleicht ist ihnen der Bissen vom Fladenbrot gerade im Hals stecken geblieben. Und sagt, was, auf der ganzen Welt? Vielleicht der eine denkt, gestaunt, was? Der Glaube an Jesus wird sich auf der ganzen Welt verbreiten. Interessant. Und der andere dachte, wow, die ganze Welt. Verfolgung. Okay. Glaubensabfall, ein anderes Zeichen. Als ich das gelesen habe, ist mir als erstes in den Sinn gekommen, wie oft dass man heute in der Schweiz, da bei uns, von Namenschristen redet. Also Leute, die im Pass steht, sie sind Christen, aber im eigenen Leben hat Jesus und Christus eigentlich gar nichts damit zu tun. Ich weiss nicht, wie es dir geht bei diesem Gedanken. Vielleicht bist du auch da und denkst, ja, eigentlich in meinem Pass steht Christus, aber ich kenne den Christus, den Jesus gar nicht. Dann muss der andere Gedanke sehr spannend sein, wo Jesus da reinbringt und sagt, es geht auch um Rettung. Es geht darum, dass man gerettet werden kann. Also es ist nie zu spät, in dieser Zeit hinein zu Jesus zu kommen, ihn kennenzulernen, zu schauen, wer ist denn der König, der mal wird kommen in die Welt, und ihn zum König vom eigenen Leben zu machen. Jesus redet da von falschen Propheten, die werden kommen. Auch etwas, was man sehen, schon in den Briefen, in der Bibel, wird da über Irrlehre geredet und werden Christen gewarnt von falschen Propheten, die in Gemeinden gegangen sind. Das Thema, das bis heute bleibt und wo so wie eine Kette ist, die sich auch zuspitzt. Wenn wir wieder das Bild da vor Augen haben, wo immer wieder auftaucht in der ganzen Kirchengeschichte, der ganzen Geschichte, wo man hineinschaut in die Gemeinden und wo sich zuspitzen kann. Gesetzlosigkeit innerhalb der Gemeinde. Was ist da damit gemeint? Ich stelle mir vor, gerade heute so unter einem Deckmantel von der Liebe, wo man sagt, jeder soll machen, was er will, fast ohne Rücksicht darauf, wie es am nächsten geht. Und ein wunderbares Zeichen, das Jesus da anführt, dass sich die frohe Botschaft vom Reich von Gott auf der ganzen Welt wird verbreiten. Da redet man oft darüber, dass mit dem Radio, mit der Möglichkeit vom Fernsehen, mit Übertragungen, die auf der ganzen Welt passieren, schon sehr viel geschehen ist. Und viele fragen sich, wann ist das erreicht, dass die ganze Welt von Jesus gehört hat? Wann ist das Ziel erreicht? Wir wissen es nicht. Das wäre vielleicht der einzige Punkt, wo man sagen könnte, da helfen wir mit, dass es vorwärts geht, dass die Geburt ein bisschen schneller näher kommt. Auch ganz spannend in diesen Versen hinein. Jesus sagt, er will, dass man ausharrt und dann wird man gerettet. Also er redet davon, die Wehen sind nicht so schlimm, dass keiner die überlebt. Sondern im Gegenteil.
Wir sollen ausharren, das aushalten. Und dann wird man gerettet werden. Wir lesen weiter. Vielleicht hat Jesus die Gesichter der Jünger gesehen, die Bissen, die stecken geblieben sind. Und hat dann gedacht, jetzt sage ich noch etwas euch ganz konkret. Weil der nächste Abschnitt, der ist spannend. Jetzt tut Jesus etwas zu ihnen sagen, was sie selber betrifft in der damaligen Zeit. Vers 15 bis 20. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte sehen seht, wer es liest, der merke auf. Wer es liest, der merke auf. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht, noch am Sabbat. Wir haben da nicht Zeit, um auf jedes Detail eingehen vom Text, weil wir wollen auch noch zum Ziel kommen, zu dem Moment. 2, 3 Gedanken zu dem Abschnitt. Jesus sagt das seinen Jüngern, hey, gehen wir lesen. Im Alten Testament, da steht schon ganz viel über die Zeit. Und er verweist da auf eine Stelle im Daniel, es ist ganz viele Stellen im Matthäus 24, wo verweisen in Daniel und die andere alttestamentliche Prophezeiungen. Und wahrscheinlich hat er im Kopf, das müsst ihr mal lesen. Daniel 11, Vers 3. Dort heißt es, und sie werden das Heiligtum, die Bergfestung entweihen und werden das regelmäßige Opfer abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Also Jesus sagt, hey, nehmt die Bibel, leset sie, schaut, was dort steht und euch überlegen, was bedeutet das. Interessant für die Juden zu der damaligen Zeit hat der Vers bedeutet, dass der schon in Erfüllung gegangen ist. Weil es hat eine Zeit gegeben, bevor Jesus in die Welt als kleines Kind geboren worden ist. 168 vor Christus ist der Antiochus Epiphanes, der Vierte, hat Jerusalem erobert und hat aus dem Tempel einen Zeus-Tempel gemacht. Und er hat eine Goldplatte auf den Altar gelegt und dort haben sie Schwein geopfert. Für die Juden ist das Schlimmste, was passieren kann, der grösste Gräuel. Für die Juden zu der Zeit von Jesus ist die Verheißung schon erfüllt gewesen. Interessant, dass Jesus vorher schaut und noch etwas anderes im Blick haben. Wir sehen, das ist eine Prophezeiung, die sich auch anfängt zu erfüllen, die ihren Höhepunkt findet, aber wieder vorkommt, so wie eine Kette, die sich durch die Geschichte durchzieht. Das, was Jesus im Blick da hat, ist die Zerstörung vom Tempel im Jahr 70, wo die Römer Jerusalem erobert haben und den Tempel zerstört haben, dass wirklich kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Bei der Klagemauer hat es 2, 3 Steine, die wir heute nachher anschauen, aber sonst ist da alles weg gewesen. Und in der Mitte vom Tempel im Heiligtum hat er den Reichsadler aufgestellt. Den hat man von dem Moment an anbeten. Das wäre das Ziel gewesen. Und Jesus sagt, in dieser Zeit flüchtet aus Judäa. Jesus redet zu den Christen damals in Judäa, die sollen dort flüchten. Die haben das auch wirklich gemacht. Viele haben vor dem Krieg dann können flüchten zum Glück. Und er sagt ihnen auch, betet. Es ist aber auch spannend, dass sich die Kette weiterzieht. Wenn wir die Offenbarung lesen vom Antichrist, dann wird da berichtet von dem seinem Zeichen und von dem seinem Bild, das auch aufgerichtet wird wie ein Gräuel. Also auch so eine Zuspitzung. Für mich bedeutet der Abschnitt, dass ich sage, doch, seht, lest, wie Jesus sagt, leset, schaut es an und merkt es euch. Ich will die Bibel nehmen, ich will da drin lesen. Interessant, wie sich die Zusagen erfüllen, wie sich die Prophetien erfüllen und auch in Zukunft werden erfüllen. Es ist aber auch interessant, dass Jesus Mitleid hat mit den Schwangeren, mit denen, die stillen, aber er trauert keine Sekunde lang am Tempel nach. Und vielleicht, wenn wir jetzt uns mit dem Thema heute auseinandersetzen, denkst du, boah, was wird da Schlimmes kommen? Da wird Sachen zerstört in der Welt und so. Und Jesus, ihm ist es wichtig, wie es uns da drin geht. Er hat Mitleid mit uns Menschen. Sein Fokus ist bei uns Menschen, nicht bei irgendwelchen heiligen Bauwerken oder so. Und das ist genau der gleiche Jesus, den wir heute haben. Sein Fokus ist auf dir und auf mir. Wie geht es dir in dem Ganzen hinein? Was bewegt dich? Und dann betet. Betet, also es bleibt im Gespräch mit Jesus. So etwas Wichtiges. Und Jesus sagt nicht einmal den Jüngern, es ist noch interessant, betet, dass der Krieg nicht kommt. Sondern betet, dass ihr bewahrt werdet durch die Zeit durch. Dass ihr quasi gerettet werdet von dem. Ich glaube, das dürfen wir auch in der heutigen Zeit uns zu Herzen nehmen. Gewisse Umstände, die sind da. Der Coronavirus ist da. Ich bete zwar manchmal, dass er wieder schnell weggehen möge. Aber viel wichtiger ist doch, dass man betet, beharrlich zu bleiben. Dass man betet, nahe bei Jesus zu bleiben. Dass man betet, auszuhalten und uns von dem nicht zu verunsichern lassen.
Wir kommen zum letzten Abschnitt, wo wir miteinander lesen wollen. Es wäre spannend, um das ganze Kapitel 25 noch miteinander zu lesen, aber ich lese mir jetzt Verse 21 bis 26, weil da kommen wir jetzt das erste Mal zu dem Ziel hin. Jesus nimmt wieder den ganzen Fokus auf und es heißt: Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Also es wird größer werden, die Wehe werden stärker. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt. Wieder, Gott hat die Auserwählten, Gott hat Menschen im Blick. Gott will, dass sie das aushalten, dass sie ausharren, nicht, dass alles zugrunde geht. Darum tut er die Tage verkürzen. Wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Wenn möglich. Ist denn möglich? Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist hier in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Kammern, so glaubt es nicht. Also Jesus geht nochmal da auf die verschiedenen Sachen ein, die sich werden zuspitzen. Es wäre auch spannend, um das noch genau im Detail anzuschauen miteinander. Aber es geht auf ein grosses Ziel hin. Und er sagt, ich werde die Tage verkürzen, um den Auserwählten willen. Und das ist so ein rettender, ein guter Zuspruch, den von Jesus mitnehmen aus diesen Versen heraus auch. Jesus sagt das auch sehr direkt zu seinen Jüngern. Ich habe den Vers euch mitgebracht, im Johannes 10, 28, redet er zu seinen Nachfolgern. Dort heißt es: Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Was für ein wunderbarer Zuspruch. Also, wenn Jesus mit uns so einen Weltschwangerschaftskurs macht, dann ist das nicht, um uns Angst zu machen vor dem, sondern um uns vorbereiten mit dem Blick auf dem, was nachher kommt. Und sagt, hey, niemand kann euch aus meiner Hand rauben. Und dann Vers 27 bis 28, jetzt kommen wir endlich das erste Mal bei dem Ziel an. Denn wie der Blitz ausfährt von Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wo das Aas ist, da werden sich die Adler versammeln. Also mit anderen Worten, die Christen müssen nicht in die Wüste gehen, wenn man ruft, und nicht in die Kammer, nicht in das Heiligtum, nicht dort, in das Gebäude oder so, sondern wenn Jesus wird wiederkommen, wird es wie ein Blitz sein und er wird in Herrlichkeit und Kraft wird er wiederkommen. Also vielleicht könnte man da sogar noch einen Blitz daraus malen. Und er kommt in Herrlichkeit und in Kraft. Blitz, ein Zeichen von Licht, von Geschwindigkeit. Licht, das sich ausbreitet, auf der ganzen Welt sichtbar. Wenn man weiterliest, merkt man, dass es auch mit kosmologischen Sachen zu tun hat, eine Sichtbarkeit, wo das sichtbar wird. Und der Vergleich, den Jesus macht, sogar die Aasgeier in der Wüste finden den Ort, wo sie fressen können und zielsicher darauf hinstürzen. Wie viel mehr wird man merken, wenn Jesus wiederkommen wird? Es wird so etwas Offensichtliches und weltumspannend sein, dass absolut kein Zweifel herrscht über diesen Moment. Ich habe ehrlich gesagt noch nie von einer Frau gehört, die ein Baby bekommen hat, dass sie gezweifelt hat, dass sie gerade ein Baby bekommen hat in dem Moment, dass es jetzt auf der Welt ist. Das schreit nachher auch und macht andere Sachen. Es ist absolut klar. In dem Moment, wo es da ist, ist es absolut klar. Wir setzen an dieser Stelle einen Punkt. Was mich am meisten bewegt, ist Jesus, der immer wieder zu den Jüngern sagt, hey, ich tue euch vorbereitet auf den Moment, bleibt mit mir verbunden. Wenn ihr die Sachen seht, erinnert euch an das, was ich gesagt habe. Betet dafür, für euch, dass ihr durchgetragen werdet. Und hebt den Moment vor Augen, wo ich wiederkommen werde. Das haben Christen auf dieser Welt schon gemacht, seit 2000 Jahren. Und das machen wir auch heute. Wir schauen für auf den Moment, wo Jesus wiederkommen wird. Vielleicht sind wir besorgt um diesen Moment und dürfen wissen, dass Jesus sich um uns sorgt. Weil er wird die Tage verkürzen. Aber noch viel mehr dürfen wir das vor Augen haben. Der Moment, wo alles andere in Schatten hineinstellt. Was ist das, was Jesus dir heute mitgeben will? Vielleicht gibt es den einen oder anderen Punkt, wo du merkst, das spricht dein Herz an.
Vielleicht ist das, was du merkst, ich lasse mich von diesen Wehen hin und her reissen. Dann möchte ich dir sagen, bring deinen Fokus dahin zu Jesus. Vielleicht ist es so, dass du denkst, wie kann das alles sein? Dann möchte ich dich ermutigen, lies in der Bibel. Geh schauen, was Jesus alles sagt, was wird kommen. Und dann kannst du es sehen und sagen, hey, Jesus hat den Plan, der ist noch viel grösser. Er hat alles im Griff. Da geht gar nichts kaputt, da geht gar nichts zu Ende. Jesus im Blick haben, ihn an erster Stelle. Ich möchte gerne beten. Danke, Jesus, dass du unsere Fragen ernst nimmst. Wir würden noch viel mehr Antworten finden, wenn wir weitergehen suchen, wenn wir weiter uns mit dem Thema auseinandersetzen, wenn wir die anderen Verse aus dem Kapitel, aus dem nächsten Kapitel lesen, aus deinem Wort. Wenn wir im Gespräch sind mit dir. Und ich will dir danken sagen, Jesus, dass du einen Plan für die Welt hast, der mit etwas Wunderbarem aufhört. Wo wunderbar in ein neues Zeitalter hineinläutet. Wo das Ende nicht etwas Schreckliches ist, sondern die Geburt von etwas Neuem. Wo wir uns darauf freuen können. Und ich will dich jetzt bitten, Jesus, für die Menschen, die gerade in dieser Zeit jetzt hin und her geworfen sind, wo die Wehen stark sind, wo es Schmerz gibt im Leben, wo es Herausforderungen gibt, manchmal ganz persönlich oder auch, was auf der Welt passiert. Schenk du uns deine Ruhe und deinen Frieden über diese Situation, weil wir wissen, dass es dazu gehört. Und schenk uns den Fokus bei dir, Jesus, dass wir wissen dürfen, du wirst wiederkommen und du wirst dich über dem allem erheben. Wir wollen dich bitten, Jesus, dass du uns hilfst, den Blick auf dich zu richten. In jedem Moment hinein. Egal, ob es durch oder durch abgeht. Egal, ob wir manchmal aus der Bahn geworfen sind oder nicht. Egal, ob wir das alles verstehen, ganz genau. Oder die vielen Fragen, die bleiben. Aber wir wollen den Blick auf dich haben. Weil du bist der über allem steht. Und wo wird wiederkommen. Amen. Wir möchten den Blick auf Jesus haben. Und ich möchte dich ermutigen, während der nächsten 1-2 Minuten, während dem Lied, Blick auf Jesus. Überleg dir, was ist das, was Jesus dir heute mitgeben will. Wir wollen unser Herz bei ihm haben und bei dem, was er uns sagt.